guten Morgen zusammen oder guten Tag, guten Abend, was auch immer. Bei mir ist es einmal gerade Morgen. Vorhin ist gerade der Böstler vorbeigekommen und er hat endlich das gebracht, wo ich mich schon seit langer Zeit darauf gefreut habe. Hier ich so die eine oder andere Collectors Edition mir noch gerne zulegen. Bin ich ganz speziell gespannt auf die Collectors Edition. Die habt es eh schon gesehen und gelesen von The Last of Us. Weil die scheint extrem rar, ist aber relativ teuer mit 260 Steinen oder echt noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe die Rechnung gar nicht da. Auf jeden Fall eigentlich unverschämt viel Geld. Aber, so wie ich mich hier ein bisschen informiert habe, ist es eben sein Geld schon noch wert, scheint es. Auch für mich. Also schaut, jetzt müssen wir hier schnell ein bisschen probieren, das ein bisschen genauer in die Augenschein zu nehmen. Ich weiß nicht genau, wie gut das funktioniert. Wir sehen, es ist eigentlich sehr ähnlich wie auch schon die Ellie Edition, die ich vorgestellt habe, mit dem Skin für den Controller. Okay, das Artbook ist definitiv neu. Die Postcards sind auch neu. Die Statue ist eigentlich das, wo ich darauf gewartet habe. Das Steelbook ist auch schon bekannt. Und der Comic auch. Da unten gibt es noch ein paar Figuren, ich weiß nicht, ob irgendetwas noch speziell ist. Ist mir eigentlich gleich. Ich habe mir es wegen dem Artbook und wegen der Figur natürlich geholt. Hier schnell ein bisschen reinziehen, mal schauen, wie das wird. Das wird länger. Also, machen wir das Baby auf. Normalerweise verschaffe ich mir meistens schon einen kleinen Vorteil, dass ich es schon mal geöffnet habe. Aber heute machen wir das gemeinsam, würde ich sagen. So. Schnell schauen, dass nichts Schaden kommt. Und gleichzeitig nicht zu viel Zeit hier versaumen. Leck. Die Kiste, die von Alcom ist, die war so gigantisch und das Teil war drin. Richtig krass. So. Dann muss ich schön abziehen. Aha, da ist schon was auf die Seite geklappt. Das schnell wegschmeißen. So, und zwar wird das Artbook sein. Das ist einfach so ein bisschen ein Schutz für das Artbook und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber zum Glück ist der Schutz da, weil der ist recht ramponiert worden. Ich denke nicht, dass da noch irgendetwas drin ist, oder auch schon? Schnell schauen. Nein, das scheint ich auch nicht zu öffnen. Also, schaut jetzt. Das ist ein bekanntes Motiv, wo der Joel angegriffen wird. Und Ellie eilt zu Hilfe. Ihr kennt es, Artbücher stellen halt immer ein bisschen dar, wie sich das Design entwickelt hat, was anfänglich für Ideen dabei waren. Charakter, eben Studien, Gegner, Umgebungen. Und wenn man Schweine hat, ist aber noch etwas dazu geschrieben. Das scheinen zu ändern, einfach ein bisschen Bilder zu sein. Aber ganz schön, also. Ich habe das eben schon noch gerne, die Artbooks, das muss ich echt sagen. Auch wenn ich es jetzt eben nicht mehr täglich wieder anschaue, aber eigentlich in die Gedankenwelt der Entwickler einzutauchen, was in grafischer Hinsicht abgeht, ist ganz genial. Ja, dann wäre das mal zu dem haben. Gut, jetzt kommt die Big Box. Machen wir es nicht allzu spannend und uns gerade näher auf die Figur konzentrieren. Wo es ist ja so, dass das eigentlich der Hauptteil ist. Also, jetzt haben wir das altbekannte Spiel, die sogenannte Box in Box. Schauen, wenn ich die hier... Hey, nein, das ist eine Frechheit, ich muss das schnell ablegen. Ihr seht, hier ist es auch noch draufgeschrieben, es hat ein bisschen auf dem Kopf, aber das macht ja nichts. Ich versuche das mal so rauszukommen und hoffe, dass es keinen Schaden nimmt, weil es jetzt auf dem Kopf steht. So, gut, das hat schon mal geklappt. Stellen wir das schnell hier hinten her. Leck, mein Regal wird langsam ein bisschen Platzproblem bekommen. Ellie und Joel. Nochmal das Gleiche. Jetzt können wir den hier auftun. So. Immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht verreist. So. Okay, hier innen haben es zerbrechliche Sachen, man soll aufpassen. Also gut, der Comic, da habe ich durchgelesen. Ich habe mich auch ein bisschen über den Grafikstil mokiert.
Aber es ist eigentlich noch interessant. Es zeigt einfach, wie so die Ellie in das Ganze reingezogen wird. Ja, ja, something like that. Also, dann haben wir hier. Ich weiß jetzt nicht genau, was da drinnen ist. Hier sind auch die Controller-Kleber, die sind wirklich der absolute Wahnsinn. Hier haben wir wieder ein paar Codes hinten drauf. Und das wäre dann das Game selber. Es ist die englische und chinesische Version, weil die PAL-Version von der Special Edition jetzt nicht mehr gegeben. Aber das Teil läuft auch auf der PAL-Konsole. Vorteil von Sony. Jetzt mache ich noch schnell das hier auf. Da müssten alles ein paar Bilder drin sein. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So. Schnell schauen. Ja, genau. Das ist auch das, was man auch im Game innen sieht. Dawn of the Wolf. Dawn of the Wolf Part 2. Das ist schon auch so ein bisschen Verarschung. Und macht gleichzeitig die Welt aber auch wieder ein bisschen glaubwürdiger. Weil sie eben auch von Bildern und Gegenständen und Ideen lebt, wo sie designt haben. Also, ja, jetzt haben wir noch eine Box. Schnell aufpassen, da hinten ist auch noch. Kommt jetzt nicht ganz raus, aber wir machen das nochmal ähnlich. Drehen wir die Augen wieder. So. Hier wird jetzt noch das aufgelöpft. Schön langsam. Leck, du wirst, das heisst hier bei mir im Zimmer. Einfach nur, dass es gerade wieder mal gesagt ist. Es ist eben schon wicked, wenn es so warm ist. Du gehst duschen, dann schwitzt es gerade wieder genau gleich. Ja, das ist geil. Was ist das? Styropor oder Sagex? Auf jeden Fall werden so schön elektrostatisch wie die Höhle angezogen. So, jetzt hat es hier eigentlich so einen schicken Hintergrund, den man auch aufstellen kann. Ich mache dir das gerade mal hier hinten jetzt, jawohl. So, und dann haben wir hier auf der Vorderseite jetzt natürlich auf dem Kopf The Last of Us noch eingraviert, was ich sehr stylisch finde, muss ich sagen. Jetzt ist das hier ziemlich zusammengeklebt. Yes, das geht hin. Das könnte ein Moment dauern. So, das hätten wir geschafft. Dann nehmen wir hier die Figur raus. Das Zeug schmeckt hier immer hure stark. So, jetzt wird hier noch einmal der Hintergrund präpariert. Seid ihr ready? Hier noch schnell ein bisschen die Kameraeinstellung anpassen. So ist doch gar nicht so schlecht. Wenn wir hier vorsichtig das Plastik entfernen, das sie netterweise noch drüber gestülpt haben. Nicht, dass noch irgendetwas Schaden nimmt. Ja, das wären sie, he? Der Joel und die Ellie. Mit einem sehr detaillierten Modell. Hat auch ein gäbiges Gewicht. Okay, ich weiss jetzt nicht genau, ob das beabsichtigt ist, dass man das abnehmen kann. Mama, offensichtlich schon. Und dann können wir das auch irgendwie anders platzieren. Ja, nicht, dass das jetzt wirklich eine Rolle spielt. Oh nein. Nein, das wäre nicht. Das wäre auch nicht gedacht, dass man das abnehmen kann. Zieht nichts rein. Ja, aber in diesem Fall ein exklusiver Look in den Reihen. Aber ihr seht, schon stylisch gemacht. Hier mit dem Taschenlämpchen, Patronenhülse. Auch die Ellie selber. Kommt gut daher. Das gleiche gilt für Joel. So. Ja, ich muss dann mit sauberen Fingern
das wieder reindrücken. Ja, das wäre es gewesen. Das mit dem Abnehmen ist jetzt ein bisschen irritierend, aber ja, das ist zu verschmerzen, es steht ja eh nur rum. Und rein von dem her gefällt es mir ausgezeichnet. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Das wäre es von meiner Seite. Schönen Tag noch, tschüss zusammen.